Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission hier von Straßburger Blick auf Europa. Wir hatten das Woche Plenarsession hier und wie ich letzte Woche schon erzählt habe, waren ein ganz paar die Sozialdossiers Ordre du jour, wo ich auch persönlich darauf geschafft habe. Die sind mit einer großen Majorität alle Guten hier aufgestimmt gehen. Ich muss nicht im Detail darüber gehen, aber ich will just immer so, dass aber im Moment die Kommission nicht nur eitel wieder produziert mit dem sozialen Pilier, aber den aber eine ganz paar Initiative gesagt, waren auch nach zaghaft, aber da sind sie trotzdem am guten Weg. Ein Sujet, den das Woche dominiert hat, das natürlich tritt von der Lage von der Europäischen Union, vom Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die as an den Medien natürlich ganz stark kommentiert, die war doch gut aus. Hat ein gut Red gehalten und eine gute Prestation aufgeliefert, Jean-Claude Juncker. Und ich meine, hat auch aber trotzdem nicht ehrlich an nicht verschönert, weil hat klar und deutlich gesagt, dass die Europäische Union sich in keinem guten Zustand befindet, dass es teilweise sogar eine extensionelle Krise ist. Das ist richtig und das gibt uns auch Befürchtungen, das gibt uns zu denken. Und ich meine, das ist ein Sujet, den wir einstellen an den Kommissionen, an den Conseil auch wert einstellen. Vier Punkte aber rauszugreifen aus seiner Rede, habe ich mit mir gemacht, ein paar Schwerpunkte rauszusichern, die erstens für mich persönlich wichtig sind, aber ich meine auch für all die Leute, die an einem Beschäftigungsverhältnis sind, das heißt, die Arbeitnehmer sind, die aber auch, ich ging so quer durch die Gärte, als immer ein Sujet dabei gewirrscht, wo ihr persönlich betroffen ist, wo ihr seht, da müsste die Kommission aber mal ein bisschen etwas machen, aber ich habe ein paar die Propositionen vorgestellt, die zum Teil auch schon NRW sind, das heißt, die schon am legislativen Prozess sind, zum Teil aber auch angekündigt sind für Oktober, November, Dezember, das heißt noch bis Ende des Jahres. Der nächste Punkt, und das meine ich, ist für uns alle Guten der wichtigste, das heißt, neue Impulse setzen, für Arbeitsplätze zu schaffen, für Wachstum an natürlich die Investitionen. Als erneuert gehen die Investitionen an die Wirtschaft, die im Moment noch nicht so funktionieren, trotz dem EFSI, trotz dem Fonds, die geschafft gehen, kommen die Kredite, die suchen, die kommen noch nicht an die Einzelprogramme, kommen noch nicht auf der Platz und das heißt an der Realwirtschaft, da wo muss investiert gehen, an Infrastrukturen, an Schulen, an Kliniken, an so weiter. Das heißt, da ist noch viel zu machen und die Kommission hat dezidiert, ihren Fonds zu erweitern, erstens mal an der Masse von den Suchen, und zweitens auch an der Laufzeit, das heißt, für zu verlängern, für das nach mehr Investitionen da kommen, wo sie gebraucht gehen. Es sind schon 116 Milliarden investiert gehen an 26 Memberstaaten, 26 Länder, sicher Projekte, die angelaufen sind. Das hat schon ganz viele Arbeitsplätze, sie rechnen eine Schätzung mit 100.000 Arbeitsplätzen, die das schon geschafft wird. Das ist natürlich auch wichtig an der Hinsicht für all die Leute, die manchmal Schwierigkeiten haben, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, die sich natürlich Wachstum da erwarten, die sich natürlich Arbeitsplätze erwarten. Und dafür muss jemand Notdruck die Investitionen fördern. Ein zweiter Punkt ist den digitalen, vernetzten Binnenmarkt, der wird immer mehr digital Technologien entwickelt gehen und auch damit geschafft wird. Elektronische Geschäftsverkehr als etwas ganz Wichtiges. Und da gilt natürlich dann noch die einzelnen Sachen zu regeln. Das ist einerseits mal den Datenschutz, das ist ganz klar, da haben wir ja eine Vereinbarung getroffen. Dann ist aber auch Vertragsrecht und auch Urheberrecht. Das heißt, das sind alles Sachen, die damit zu tun haben und die dann auch müssen an dem Zusammenhang geregelt gehen. Ein dritter Punkt, der noch extrem wichtig ist, ist eine Energieunion zu festigen, eine krisefeste Energieunion zu festigen, und gleichzeitig auch eine zukunftsorientierte Klimapolitik zu machen. Ich meine, die zwei Sachen gehen zusammen. Einerseits Energie, erneuerbare Energie und all die Sachen, was muss mehr gefördert gehen, muss nach mehr abkommen. Andererseits auch die Energiesicherheit, das heißt, wo wir die Energie herkriegen, weil auch wenn wir in Zukunft nach viel erneuerbare Energie noch herstellen, durch Wind, durch Sonne, da werden wir auch noch zum Teil von Gas zum Beispiel abhängig sein, aber wo der Gas herkommt, das wissen wir. Und da muss ein Kontrakte gemacht werden. Da sind nicht im Moment Kontrakte bilateral von den Ländern, aber das muss als Union gefestigt gehen, für das wir eine Sicherheit tun, nicht nur für die Privathaushalte, sondern auch für die Industrie, für das sie in Zukunft können investieren, erschaffen. Das geht zusammen, wie ich gesagt habe, mit einer krisefester
Klimaschutzpolitik, da muss man unbedingt Gas geben für das Aufkommens von Paris, COP21, das Aufkommens umzusetzen an den einzelnen Ländern. Die haben für 14 Tage gelesen, dass die Amerikaner und Chinesen als da überholen. Das heißt, Europa war immer Vorreiter an der, wird immer gedriven, für endlich zu so einem Aufkommens zu kommen. Aber die Amerikaner und Chinesen haben das ratifiziert an der Lose in der Union. Da sind wir nicht mehr Vorreiter, aber da müssen wir da ganz eher nachziehen. Ein weiterer Punkt ist natürlich ein vertiefter Binnenmarkt. 500 Millionen Bürger umfasst als Binnenmarkt. Das heißt, das ist der größte Wirtschaftsraum von der Welt. Und ich meine, da ist es ganz interessant, für da zu investieren, und für den Binnenmarkt aber auch so zu kreieren, dass er besser funktioniert. Das heißt, all die administrativen Hürden, die Hemmnisse, für das alles auf eine Basis zu kreieren, dass es vereinfacht kann gehen. Dass es mehr einfach ist, für da Geschäfte zu machen, mehr einfach ist, für da zu investieren, den Export, Import, all die Sachen, das muss vereinfacht gehen. Dann natürlich auch eine gestärkte industrielle Basis, das heißt, wir haben an Europa ganz viele Länder die Industrien verloren, nicht für die letzte Jahre, an der Belgien, an Frankreich, wo mit Caterpillar und noch mit Alstom zwei große Boaten Schwierigkeiten haben, respektive zu machen. Caterpillar hat keine Schwierigkeiten, das ist ein performanter Betrieb gewesen. Die Aktionäre haben hier Dividende kassiert an einem großen Moos. Und auch nach zusätzlich schuldenfreien Betrieb. Das heißt, da versteht ihr gar nicht, was die Überlegungen sind von der Multinationalen, für just dort zu machen an der Belgien, wo es Blut notwendig ist, für dann auf anderen Plätzen zu gehen. Die Delokalisation, die Delokalisierung, das ist etwas, da muss man drauf schaffen. Da muss nach mehr konkret Gesetzgebung geschafft gehen, dass das dann in Zukunft nicht mehr so einfach ist. Dann haben wir einen Punkt, die Wirtschaft, die Vertiefung von der Wirtschafts- und Währungsunion. Ich meine, das ist ein Sujet, den uns auch ganz stark beschäftigt. Als Finanzwelt, als Banken haben eine ganz paar Reglementationen oberlöst in der letzten Zeit, müssen sich daran erhalten, müssen mehr persönliches Kapital schaffen und so weiter. Und da geht dann auch noch weiter geschafft, auch unter Einlagesicherung, das heißt, unter einem europäischen Netz für die Einlagen zu sichern. Das ist ein ganz wichtiges Sujet. Natürlich Freihandelsaufkommen, das ist im Moment ein ganz sensibles Thema durch TTIP und durch CETA. Wir müssen aber auch sagen, dass die Europäische Union 140 der Aufkommens schon getroffen hat mit allen großen Ländern an der Welt. Und am Gang sind noch weiter zu schaffen, außer TTIP als CETA. Ich meine, das ist, wie gesagt, auch ein Sujet, den Kommission an ihrer Rolle, wo die Kommission an ihrer Rolle ist für freien Welthandel, für den weiter für die Europäische Union, für darunter Teil zu holen. Europa als ein grosser Wirtschaftsblock an lebt vom Handel, sodass wir auch dort weiter müssen vernünftig als Kriterien respektieren am Sozialbereich, am Umweltbereich, das ist ganz klar. Ich meine, das sind als Werte, die müssen verteidigt gehen, aber wir müssen aber auch weiter in Zukunft Freihandel können teilholen. Dann natürlich nach Migrationspolitik, das ist auch ein ganz wichtiges Sujet. Das geht geschwert für die Außengrenzen von Europa besser zu sichern, aber auch da Hilfestellung zu leisten, dass nicht mehr so viele Leute bei der gefährlichen Route ums Leben kommen, dass nicht mehr so viel ertrinken, am besten natürlich gut hängen. Das als Ziel davon, natürlich die Leute abfangen, aber auch an die Länder rundherum investieren. Klar, da ist es schwierig, da weiß ich nicht immer mit wem. Mit welchen verlässlichen Partner oder den dort zu dienen hat. Aber trotzdem muss da investiert werden, für dass die Leute auch eine Zukunft haben, für dass sie daheim bleiben, wo sie eigentlich auch am liebsten wären. Das heißt, die wollen ja nicht fortlaufen, weil sie einfach nicht mehr wollen die Welt sehen, aber sie wollen fortlaufen, sie müssen fortlaufen, für ihre Familie zu retten, für sich für den Krieg, auch für den Terror zu retten. Das heißt, die Migrationspolitik ist immens wichtig. Frontex und so weiter, die Institutionen, die gehen ausgebaut, die kriegen nach mehr Moyen für die Leute auf der Platz auch direkt zu helfen. Es geht natürlich auch zusammen mit einer Asylpolitik, wo dann die berühmte Solidarität gefordert ist, kriegen wir eine Asylpolitik auf Bein oder nicht, kriegen wir das Dublin-Aufkommens erneuert, reformiert, müssen natürlich auch Länder wie Griechenland und Italien, die am stärksten betroffen sind, müssen die leisten, müssen denen helfen. Das alles sind Sujets, die an der Migrationspolitik gewicht werden und auch werden in nächster Zeit nach mir verstärkt umgegangen gehen. Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne, das ist dann nach dem letzten Sujet, das heißt, wir sind im Moment ganz stark abhängig von den Amerikanern, von der NATO, was ja an der Hinsicht gut ist, an dem Block dort zu sehen. Einerseits haben wir aber auch eine helle Wohl von
Systemer an Europa, engerseits vun militärsche Systemer och Geheimdienster, all die Sachen, dat hicht do ass jo Frankreich, Deutschland, zwei Großakteuren gegenseitig verursacht dat Kächten, gegenseitig Headquarteren, dat hicht die net Madenee schaffen, an dat das unbedingt notwendig von Europa wilt op der internationaler Bühne demnächst auch an der Hinsicht, weil wir sind ein großer Block, wir können nicht uns permanent aufhängig machen von den Amerikanern oder so. Das heißt, heinz du halt Frankreich eng Initiativ, heinz du halt Großbritannien eng Initiativ, Deutschland hängt dann ein bisschen zu Hand drin. Das heißt, da muss ein gemeinsamen Headquarter gehen, wo die Decisionen noch geholt gehen zusammen mit die 21 natürlich, mehr aber auch wo der europäisch Außenministerisch Zone op schon, dat het kein Minister sterf sie, weil das jo keine Regierung mit die europäisch Außen beoptragt, fir Außenpolitik Federica Mogherini, fir dat die auch kann an der Welt mat enger Stimme schwätzen an noch wees schon die Europäische Union do han. Dat hier staat as an Zukunft auch ein ganz wichtiges Thema. Dann de wäch vun der Reet vun der Nation nach just Ewur hun hun enger Pressekonferenz deelgeholl vun der ETF. Ganz wichtiges Sujet de Road Package, dat de Strosse Package, den demnächst Kommission werd firstellen. DTF, der Europäische Transportarbeiter Föderation, hat hier ein Manifest vorgestellt heute zu Straßburg, hat Lesungsvorschläge abgezeichnet, wie wir den Sektor besser kriegen, sowohl an der Sozialpolitik, wie auch rundherum an der ganzen Reglementation, was Kabotage anbelangt, anzuführen. Das heißt, ich habe darüber teilgenommen mit zwei anderen Kollegen, ich habe das gerne gemacht, ich fand das eine wichtige Aktion, gegen das Sozialdumping zum Beispiel am Straßentransport vorzugehen. Da gibt es eine helle Wulf von Problemen, das ist auch nicht so, dass wir keine Gesetzgebung haben, aber sie ist erstens unklar, sie weist Lücken auf, und sie wird auch nach an den einzelnen Memberstaaten unterschiedlich umgesetzt. Und das möchte auch Lützeburg ein großes Problem. Das heißt, wenn wir von Lützeburg mit Kamionage machen an Ausland, müssen wir uns die einzelnen Regionen haben, die sind in Deutschland so ähnlich wie in Frankreich. Also da ist eine helle Welle von Schwierigkeiten, die dann auch an der neuen Gesetzgebung 2017 gilt, für die zu regeln und für die besser zu kriegen. Das waren zwei wichtige Punkte hier von Straßburg, wo ich persönlich ganz stark interessiert war. Ich meine, die auch die hat das verfolgt, und ich bin noch froh darüber. Merci fürs Nachgucken, bis die nächste Woche.